Es geht weiter, immer heiter, zurück bei Anno 1800. Immer noch mit dem Spielstand der Kampagne, wo wir unser Glück hier versuchen und auch wenn es hier und da noch ein paar Aspekte gibt, wo man sagen könnte, jo, da könnte man doch endlich mal ein bisschen was optimieren, läuft es doch im Großen und Ganzen gar nicht mal so verkehrt. Nicht wahr? So, wir hatten ja ein paar Punkte, hatte mir noch aufgeschrieben, zum Beispiel das in der Great Eastern, dass die ja gerne einsetzen würde für den Warenaustausch und so. Alleine schon, um damit irgendwie die Frachtschiffe ersetzen zu können oder austauschen zu können, whatever. Das schauen wir uns gleich an. Erst einmal gibt es noch hier einen Punkt, den ich gerne noch angucken wollte. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ne, mit der Zeit hat jetzt nichts zu tun. Hochräder ausgelaufen. Echt jetzt? Hab keine Hochräder mehr. Müssen wir tief stapeln, wa? So, Fleischkonserven dafür eben noch genug, obwohl die Fleischkonserven wollen. Okay. So, nee, es geht mir um das hier und zwar Spende an die Wissenschaft, Enzyklopädie Universalis. Wir haben halt mal kurz informiert, offenbar sollten wir das in irgendeiner der vielen Welten, die wir haben, sollen wir das wohl bekommen. Erfahren wir jetzt nicht wo. Ist ja meistens so, dass wir irgendwie, wenn wir eine Quest haben, dass irgendwie auf der Karte so ein Pfeil, also ein Pfeilsymbol haben, wo wir wissen, dort muss ich irgendwie hin und das suchen. Und das hat offenbar damit zu tun. Warum auch immer. Oh Mann. Ich bin gerade hier. From Falls. Das ist auch irgendwie so ein Projekt, wo ich irgendwie keinen Plan habe, wie das mal zu Ende führen soll. Auf eine gute Art und Weise. Weil, ja. Das Leben hier ist eher statisch. Moment. Ich habe keine Nähmaschine mehr? Hä? Habe ich hier nie Nähmaschinen produziert oder bin ich jetzt komplett im Arsch? Sind Sie neugierig? Momentan schon ein bisschen, obwohl ich eigentlich was anderes machen wollte, aber jetzt sind sie mir halt doch runter. Typisch Anno halt, wenn man irgendwie denkt, hey, was geht denn hier ab? Alles anhalten, wir werden beobachtet. Ja, die habe ich angehalten, das ist so klar, weil wir volles Lager haben und so. Mir fehlt noch einiges an Material. Hä? Okay, Moment mal. Nähmaschinenfabrik kann nicht arbeiten, weil sie keinen Stahl haben. Okay, das macht Sinn, da sehe ich, dass die keinen Stahl haben. Mir fehlen die Rohstoffe. Und die können produzieren, weil sie keine Kohle haben. Die Lager sind voll. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, Eisen haben wir genug, aber keine Kohle mehr. Hä? Ich bin leicht verwirrt. Ja gut, Kohle ist komplett leer, okay. Da macht schon ein bisschen mehr Sinn. Gott sei Dank, der hatte schon nicht irgendwie einen Knick in der Optik und sonst überall. Aber warum haben wir jetzt so wenig? Voller Warenausgang. Hä? Okay. Ich meine, das Teil ist ja hier, also daran kann es jetzt wohl kaum liegen. Wenn natürlich aber auch für die Fleischkonserven so überall welche brauche. Die Fleischkonserven sonst gut gefüllt sind. Ohne die nötigen Elemente können wir keine sonst Reaktion keine erwarten. Kohlemine mehr. Ich habe nur eine einzige Kohlemine? You're fucking kidding me. Fang auch schon mit dem Englisch an. Hä? Man sollte meinen, die Erinnerung an diese schreckliche Zeit würde irgendwann verblassen. Oh, der Vollidiot schon wieder. Heul doch. Alter. Da geht mir so auf den Sack, Leute, ganz ehrlich. Hat nur er eine schwierige Kindheit gehabt. So, können wir hier noch ein bisschen ausbauen. Rohstoff haben wir genug, da ist sie. Schön. Kommt der andere jetzt nochmal? Nö. Gut, mache hier noch ein Lagerhäuschen. Da, lass mal Stufe 1. So, dann sollte das aber kein Problem mehr werden. Demzufolge sollten wir... das Teil noch. Sollen wir ja bald die Nähmaschinen So haben, sprich, viele die sollten es gleichgesinnte auch Seelen. haben. Demzufolge sollte auch die Kohle wieder hochgehen. Kaffee ist ein anderes Thema, Hochräder genauso. Ja, Chrome Falls, Ich das wäre... verurteile Sie zu dieser überaus angemessenen Aufgabe. Ich bin gerade erschrocken, ey, Alter. Wir haben sein Face schon so lange nicht mehr gesehen. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie so ein
so ein anderer DLC-Charakter. Ich habe gerade gedacht, hey, was macht der jetzt plötzlich hier? Das Gesetz ist heute auf ihrer Seite. Ja, danke schön. Ja, Chrome Falls. Das ist ja eigentlich eine Stadt, wo ich echt gerne mal eigentlich versuchen wollte, alles komplett autonom zu machen. Also ja auch ohne die Ressourcen von der von neuen Welten zu auskommen. Ich meine, hier habe ich auch noch nie etwas gemacht und so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, hier hatte ich eigentlich mal noch viel vor. Aber halt bisher nie wieder die Zeit. Die Frage ist halt, ob wir das irgendwie, keine Ahnung, mal am Schluss irgendwie so machen. Chrome Falls richtig fett ausbauen, weil wir haben hier so viel Platz. Wir können noch so viel geilen Shit machen, vor allem wenn wir dann halt Forschungsinstitute und so alles gemacht haben. Andererseits, Chrome Falls war für mich eigentlich immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch immer ein bisschen die Insel, wo ich alles perfekt machen wollte. Sich alle so schnell erholen. Also die anderen Inseln so eher ein bisschen zum Testen und so weiter und so fort, eben auch kampagnenbedingt. Und hier halt wirklich, wo man sagen kann, yo, hier mache ich alles komplett perfekt. Stimmt, warum eigentlich einen Palast nicht hier bauen? Dankeschön für dich. Mein Bright Sense und so ist natürlich eigentlich Hier, alles cool und soweit. stellen Sie etwas Sinnvolles damit an. Danke. Wieso einen Palast hier bauen? Warum nicht eigentlich in Capsulani, also hier? Natürlich müssen wir gucken, wo genau ich ihn bauen will. Aber es ist sowieso etwas, was mit der Queen zu tun hat und so. Alleine schon deswegen macht natürlich Sinn. Gut, ja, natürlich die Dinger ja auch noch, das... Hätte mir vielleicht auch noch so eine Idee, das sind halt... was ich gerade sagen wollte, sind vielleicht irgendwie Zoo und Museum. Ne, nicht nur auf einer Insel machen, ne, das gar nicht. Das macht gar keinen Sinn. In einer Welt, ne, sondern das sind halt, das muss man halt irgendwie auch am Schluss machen. Wenn wir halt wirklich alles so weit gemacht haben, dass wir alle Items zusammentragen und mal gucken, wie viel wovon haben wir und dann halt jeweils pro Welt die aufteilen. Damit wir halt sowohl in Chrome Falls als auch dann weiter unten, ne, halt in der alten Welt noch irgendwie was Geiles hätten. Ich würde sagen, da ist ja ein Schienenwerk. Hey, was habe ich jetzt hier dabei wieder gedacht? Ah ne, Michael. So. Was aber hier hin, dass für mich extra so ein Hinweis ist, von wegen, oh, da muss man was machen. So. Dann hätten wir das auch gemacht. Dann nehmen wir das Ding. Man könnte hier noch so viel jetzt machen, aber ganz ehrlich, nö. Will ich jetzt eigentlich eher weniger. Mbesa. Haben Sie eigentlich noch eine Quest offen oder nicht? Viele haben unsere Stärke auf die Probe gestellt. Wenn Wir Sie stehen damit immer noch zu tun haben. aufrecht. Ich habe diese... Alle werden so erleichtert sein. Okay. Seltsame Quest. Gut, hier sehe ich jetzt mal nichts. Stabfest hier ist noch im Gange. Wir stehen in deiner Schuld. Maßanzüge sind die Wahnsinn, ich kann doch gar keine. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Das ist wohl wieder so eine richtige Scheiße hier am Laufen. So. Also Trockenfleisch, geil. Hibiskus-Tee, geil. Gewänder, geil. Chroniken, geil. Meeresfrüchte-Eintopf steigt auch, warum auch immer. Das hat mit dem Fest der Liebe zu tun. Messianische Lebensmittelproduktionen. Aha, ja gut, dann ist natürlich Gib mir klar. nur eine Minute, um mein Werkzeug in Ordnung Ja, zu dann bringen. ist klar, dass der auch hochgeht. Habe ich nichts gesagt. Das ist momentan noch ein bisschen... Ja, das sind die Dinge, wo ich gesagt habe, optimiere ich dann später. Sobald jetzt wirklich alles mal ein bisschen sich eingegroovt hat. Und ich weiß, okay, da brauche das noch und hier das noch und so. Dann kann ich hier auch mal noch ein paar Dinger verteilen. So. Dann sieht sie eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, rein optisch. Also Fing kann man jetzt bisher so weit gesehen ganz gut machen.
So. Ich kann natürlich die zerstörerische Aufgabe, die wir bekommen haben, nicht vergessen, keine Sorge. Ah, die Scheißbrücke. Über 150 Brücken musst du gehen. Dass die so scheiße teuer sind. 21, ernsthaft? Das ist eine krasse Brücke. Dann. Nee. Dann. Genau so. So hätten wir das auch. Hier wieder funktioniert schlussendlich. Ich meine, Leinen gehen auch wieder hoch, ja. Leinen haben generell zu wenig. Alter, mit den Sangerkühen. Schiff Wie unter tief die gegangen Beschuss. sind. Nein, wo? Der Druck im Kessel. Was war los? Also. Ah, den muss ich zerstören. Kann man gerade eher, wo zum Henker sind meine Schiffe hin? Ich bin ja schon da oben. Wollen wir gerade verarschen? Flotte erwartet Befehle. Hä, da kommt seine eigene Vernichtung angesegelt? Praktisch. Das war vollkommen unlogisch, aber praktisch. Laufen Koordinaten an. So, warte mal. Dann hätten wir das jetzt. Jetzt muss ich mal gucken, wo zum Henker. Wo ist denn der jetzt? Ist denn der hier unten vielleicht? Bereit zum Einsatz. Anglerfisch! Ah ja, stimmt, aber ein Kriegsschiff hingeschickt. Bitte hier hin. Ich all meine Schiffe ein bisschen zentriert, koordiniert und so weiter und so fort habe. Die sind auch schon hier. Muss mal gucken, was ich mit denen genau machen wollte. Ob die hier intern den Verkehr regeln. Was eine Option wäre, weil dann hätte er natürlich weniger, worauf er dann eben auch wegen den Typen hier achten müsste. Ja, weil eben bei ihm geht natürlich da. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Hallo? Ich hoffe, Sie gehen damit. Gut. Weil eben, er hat hier halt schon der gute Jean La Fortune. Hat für meinen Geschmack verdammt viele Kriegsschiffe hier. Mein Hafen von mir wird er nicht angreifen. Okay, vielleicht doch. Ich muss halt noch ein bisschen optimieren, aber generell, Hafen greift es eher weniger an. Und wenn doch, muss ich halt noch ein bisschen upgraden. Und dann sind auch noch die Öltank, die ich halt noch schützen muss. Da vielleicht sogar Begleitschutz machen. Wenn ich halt sonst überall Luftschiff habe, aber mein Problem ist gelöst dann. erreichen, bitte, könnten Sie uns noch einmal den Weg weisen? Was? Der verlorene Kind. Wo ist denn das? Sie sind schneller als der alte Jornalero. Schlagloch verfügbar. Und als Kostenreichweite. Okay. Kacke, Mann, wo ist denn das? Ist ja wohl kaum in der Arktis oben, oder? Sehr creepy das Ganze. Der Hinweis war tatsächlich der, als ich ihn so gefunden habe. Es soll sogar irgendwie in der Nähe des Kontors sein und man soll einfach irgendwie, eben das soll einfach so eine Markierung sein, muss einfach nur entgegennehmen und fertig. Also von dem her gesehen eigentlich schon alles. Aber wir sehen es jetzt, ich bin eigentlich schon überall, aber finde da nichts. Da muss ich natürlich draufklicken, aber da bringt natürlich nichts. Sagen wir bloß nicht, dass es irgendwie buggy ist oder so. Das wäre mal richtig scheiße. Schon wieder.
Nee, Leute, ich habe keinen Plan, wo das sein soll. Der Pflicht entrinnt man nicht. Ja gut, das wird ein anderes Thema sein, was wir noch angucken müssen. Doch erst einmal hier ganz kurz... Wobei, wieso Woche 3? So, komm. Das schaffst du doch alleine. Auf die Station! So. Dann parkiere ich mal euch wieder hier oben hin. Du hast wie immer zu wenig Öl, da ist auch nichts Neues. Wo du eigentlich gerade relativ viel Öl bekommen hast. Wir sogar die eigene Ölproduktion noch haben. Was war ja sowieso so ein Thema, war. Auch wegen Norton Bay. Weil wir hier... Ne, hier haben wir gar kein Öl, scheiße. Null Ölvorkommen. So eine Kacke. Gut, also warte mal, wenn wir das jetzt haben, dann das mit der Wissenschaft. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich kann es spüren. Okay, bis zum Partende haben wir das. Ich wollte echt gerne nochmal nachgucken, ob wir es vielleicht doch schon irgendwie haben. Ah, warte mal, ich kann ja suchen, ich Trottel. Universalis. Also theoretisch, wenn wir danach suchen, nach Uni, müssen wir vielleicht sogar schon finden. Hä? Wir haben es doch schon? Wir alle sind begierig darauf, etwas... Oh Mann, ey. Ich bin einer der Gelehrten. Wie kann ich... Aber es sah irgendwie anders aus oder so? Oder kein Plan. Nachforschungen. Ist egal, wir haben es. Ein Hauptsache. gerechtes Ende. Oh Mann, ey. Ja, ein gutes Ende. Ein schönes Ende. Apropos gutes Ende, schönes Ende. Wir haben bald, sehr bald sogar, noch viel mehr Kohle. Denn ich will mir bald noch einen weiteren Inselanteil kaufen. Noch einen Anteilswert von 17.000. Das heißt, wir haben nachher 30.000 plus. Die Frage natürlich, was machen wir nachher eher irgendwie bankrott gehen, weil einfach ein richtiges fettes Problem. Weil nachher die Ausgaben so immens hoch sind. Aber egal. Neue Befehle? Das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. So, die Great Eastern, da war ja noch irgendwie so ein Thema. Abdrehen beginnen! Ich frage natürlich, ob ich hier für die kleine Strecke wirklich die Great Eastern bemühen soll. Mehr Druck Oder es im eher Kessel. dafür mache. An Rohstoffe, wenn wir uns die mal angucken, die Rohstoff 1 Route. Da ist ja klar, die holen einfach die Dinger hier. Das ist eigentlich so das Ziel hiervon. So wie es aussieht, Arbeitsklang habe ich eigentlich genug. Ein bisschen schneller, damit ich auch ein bisschen sehe, was er wirklich alles mitnimmt. Ja, Arbeitskleidung ist sicher kein Problem. Genau, dann genug Nähmaschinen. Hochräder, ja, da ist klar, dass man da ein bisschen gucken muss. Okay. Heißt also rein theoretisch, wenn ich jetzt einfach mal sage, hey, Arbeitskleidung, yo, ist fett, ist schön, ist geil, brauche aber nicht mehr so viel. Dann anhalten! Okay, ist eh schon voll. Famos! Famos, famos. In der Ruhe liegt die Kraft.
Ja, das sage ich auch immer. Kisten unter Deck. Okay, nehmen da wirklich die 5 Items mit. Die Frage ist jetzt hier mit der mit dem mit der Kohle, mit dem Eisen. Eisen haben wir eigentlich ja genug. Hier sieht es zwar ein bisschen schlimmer aus. Frage mit dem Eisen. Die haben noch eine mit Kohle. Die haben mit Traube. Mehr Druck im Kessel. Also die sind klar, sind die 5, was wir irgendwie auch brauchen. Wobei Kohle, dort, oder beziehungsweise Eisen geht doch auch relativ schnell flöten. Rohstoffe 2, dann haben wir hier die Kohle. Also Rohstoffe, da wäre jetzt halt die Idee, die ich hatte. Dass wir sagen, okay, gut, komm. Dass wir quasi Great Eastern dafür einsetzen als Rohstoff. Route. Rohstoffersatzroute, eher so. Jetzt fährt der wieder hier hin, obwohl er genauso gut hier hin könnte. Mann. Genug Öl. Ich habe zwar jetzt momentan kein Öl mehr am Lager, was natürlich einerseits scheiße ist, andererseits sonst überall sind wir gut bedient. Haltet das Förderband an. Der hat auch keins mehr, also gar keins mehr braucht. Sieht es generell mit dem Weizen aus? Sowieso zu viel. Einen kann ich ja mal abreißen, also ganz ehrlich. Ich habe es glaube sowieso nur wegen der Quarzgrube, genau. Mehr Druck im Kessel. Ne, da ist die Route 1, da ist die Austauschroute, das passt schon. Das Stadtfest ist vorbei. Die Trauben, die ich hier mitnehme, sind doch relativ wenig. Also wenn ich da keine Trauben anbauen kann. Hier unten dafür wieder, aber warte mal, Trauben brauche ich nur für einen Sektor, aber das ist irgendwie falsch im Kopf. Ja. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand... Trauben könnte man eventuell noch ein bisschen optimieren, damit wir da wieder genug haben, aber wenn wir sie hier angucken beim Sekt, im Sektchen, 29, also ist eigentlich gerade perfekt. Warte mal, da ist hier, sorry, 49, das ist natürlich schon perfekt. Mehr Druck im Kessel. Also nicht wirklich nötig. Jetzt sind wir bei Stufe 1. Das Stress geht eigentlich immer schön weg an der Arbeitsklamotte. Rindfleisch, Paprika ist klar. Hopfen, Eisen dafür zu viel. Dran anhalten. Ne, das ist die falsche Route. Der ist noch da, wo ist noch Rohstoffe 2? Schon auf dem Rückweg. Rohstoffe 2, das heißt eben Trauben, aber den zweiten bringe ich gar nicht hin momentan. Dann wäre es noch Messing, wa? Ja, machen wir die 5. Plus hier die 3. Wäre eigentlich perfekt, kann es direkt durch die Great Eastern ersetzen. Gucken wir nochmal ganz kurz. Rohstoffe 1, Ich mag deine Tochter auch nicht, sorry. Die Ingenieure wackeln ein bisschen bei mir, sehe ich gerade. Die Frage ist, warum? Hat es eventuell doch mit dem Ding zu tun? Nicht mit, sag schnell. Hier, Capsuloni. Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. Ja, leichte Probleme gibt's noch.
Habe ich denn generell genug Eisen? Erstmal das abfragen, ne? Eisen, beziehungsweise Kohle. Okay, wenn das natürlich so ist, kann ich den auch mal Also gut, anschmeißen. Jungs, Oh, ran an die nee, Arbeit. Moment, das war der falsche. Wann geht's hier denn mal? Das war der falsche. Nee, ich brauche hier den Hochofen. Den brauche ich. So, zurück in die alte Welt. Rohstoffe 1, genau, der ist jetzt da, das habe ich schon gesagt. Das macht echt faszinierend, dass mit der Kohle es kaum welche brauche. Obwohl eher Verbraucher. Gut, dann machen wir es so. Rohstoffe 1 und 2 ersetzen wir mal ganz kurz. Jetzt mal dahin, ist das für die nächste Folge schon mal klar, wenn ich es endlich umsetze. Auf welche Themengebiete Erstmal ganz kurz angucken. Glückwunsch, was haben wir jetzt bekommen? Bergfluss Schokoladenfabrik, Kakaoplantage, Zuckerplantage und Zuckerraffinerie. Was natürlich ein Item für unten ist. Ja, ja. Warte mal, Forschungsgebiete. Gibt es jetzt irgendwas Neues zum Erforschen, was wir machen könnten? Ich meine, die Dinge, die mich wirklich interessieren, sind dann alle zu teuer, das ist das Problem. Hier zum Beispiel 5000 Forschungspunkte. Genügend Forschungspunkte, genau. Die kosten alle so viel. Genehmigung und so weiter des Campus, ja super. Gut, können wir auch machen. Hier alles zu teuer, hier alles zu teuer. Naja. Das sind halt die Dinger. Itementwicklung, da wäre eventuell etwas. Aber natürlich irgendwie auch hier die günstigen. Aber nicht so viel. Vor allem hier die epischen sind halt teuer. Die ungewöhnlichen, die kann ich eigentlich vor allem herstellen, weil ich dafür genug Forschungspunkte habe. Was ich aber eigentlich nicht will, wie sieht es in den Forschungsgebieten nochmal aus? Talententwicklung, gut, das ist aber relativ schnell gemacht. Das Land. Und steigt es direkt wieder, also das ist jetzt nicht so eine krasse Sache, aber da machen wir es doch anders. Wir forschen aber nachher nochmal zur Genehmigung und zur Erweiterung des Campus. Was ist denn das? Hä, wieso hier oben? Hä? Wieso haben wir hier ein Forschungssymbol hier oben und hier unten? Was macht das für einen Sinn? Die brauchen jeweils 5000. Alter, die Great Eastern. Ja, weitere Great Eastern wäre natürlich schon geil. So, komm, machen wir, dann wird den gerne noch in dieser Folge entwickeln. Beziehungsweise beginnen, liebe Freunde, beginnen. Naturbeherrschung, Alter. Naturbeherrschung, also vor allem hier Ölquelle verschieben. Versetzen Sie eine einzelne Ölquelle an einen beliebigen anderen Ort auf dieser Insel. Natürlich krass, wenn ich jedes Mal 5000 Forschungspunkte dafür einsetzen müsste. Aber ich glaube, das ist einfach mehr dafür, dass man halt das einmal erforscht hat. Danach kann man da einfach irgendwie anklicken und verschieben. Fertig. Weil es sonst eigentlich schon krass wäre, wenn ich einfach sage, okay, ich forsche zum Beispiel einmal hier Fruchtbarkeit anpassen. Wenn ich das einmal erforsche, kann ich es nachher auf allen Inseln, überall, auf allen Wellen kann ich es einfach einsetzen. Aber ich habe es nur einmal erforscht. Eigentlich schon Dann krass. holen wir uns eine weitere Baugenehmigung. Jo, mach das. Du treibst durch meine schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Ist das gut oder schlecht? Item in Entwicklung. Eigentlich ist gar kein Item, das in Entwicklung ist, aber gut. Höhe stabil. Anderes Thema. So, da schiebe ich die Kohle ja noch hoch. Was ist eigentlich mit dem anderen Schiff hier los? Ist das das hier? Jo, da ist der hier. Kohle geht ein bisschen zurück, warum auch immer. Hilfe. Leicht verschluckt. So, komm, kannst bitte mal ganz kurz hier aufhören, stoppen und so.
Sie haben keine Aufgaben mehr. Sie sind ein Held. Ja, danke schön. Da wäre echt lange. Mehr Druck im Kessel. Wenn wir ein Item einsetzen und so, wäre mal eine Idee. So. Gehen wir hier runter und machen wir das in der nächsten Folge, Freunde. Dran anhalten. Und dann sage ich mal, wenn es irgendwie klappen sollte, bin gerade gespannt. Toll, wo lange da hoch? Mehr Druck im Kessel. Die Great Eastern hat mir noch nie so ein Bild. Alter, wie die aussieht. Dann sage ich mal, vielen Dank wieder fürs Zusehen und hoffe, bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Wenn wir weiterhin optimieren und mal gucken, wie wir eben Forschung ausbauen können, beziehungsweise mal gewisse neue Produktionsgüter erschließen können. Bis dahin, ciao zusammen.